Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hasse ich diese Aussage. Hey, Spiel vorbei. Du, voll verloren. Ich meine, klar, Duel Monsters Yu-Gi-Oh! Ist halt zum Teil auch Glücksspiel, ist ganz klar, aber trotzdem, es ist einfach schrecklich. So, und natürlich nochmal. Meine Güte. Wie, dreimal gegen ihn angetreten, jetzt doch noch einmal verloren, ey, glaube ich einfach nicht. Das kann so nicht stimmen. Nee, überhaupt nicht. Morphtronische Karte. Wie sagen wir morphtronische Karte? Sind da mehrere? Was war der Sinn dahinter? Ja, also perfekt ist ein Deck bei weitem nicht, Leo. Ich weiß, ich habe zwar dagegen verloren, dürfte eigentlich gar nichts sagen, aber es hat ein paar Schwachstellen und die werden wir diesmal auseinandernehmen. Sehr schön. Dann spiele ich erst einmal die Karte hier verdeckt. Das Monster verdeckt und 2 Karten noch verdeckt. Okay, also eigentlich meine Strategie ist, ihn daran zu hindern, dass er dann Werkzeugdrachen rufen kann. Ich meine, das Teil ist cool, keine Frage, der Effekt passt bei ihm wie die Faust aufs Auge, sind wir uns alle einig, aber das Teil kann ich gebrauchen. Es ist einfach so übel. Wenn er damit loslegt, bin ich echt immer Oh, schon da ist er schon der Empfänger. Ja, so viel dazu, was? Leo, du fängst heute ein bisschen zu früh auf meinen Geschmack, Kumpel. Da ist er bereits wieder. Ich könnte kotzen, ganz ehrlich. Der Werkzeugdrache, na Halleluja. Was für ein geiles Erscheinen jetzt. Werkzeugdrache, geil, Mann! Ja, Leo, ich weiß, ich kenne den Effekt. Spitzhacke, Doppelwerkzeug. Und nochmal Doppelwerkzeug. Ja, da. Welche Karten nehmen wir? Ist eigentlich egal welche. Ich muss man es doch irgendwie auskontern können. Ach du Scheibenkleister. Was zum Henker? Riesentornado, wo bist du? 3900, ich glaub's auch. Und tschüss. Ah, die Animation ist auch nicht schlecht. Bringt nichts, meine Riesenbazille. Die fügt nur selber Schaden zu. Ja, das funktioniert bei mir nicht. Ja klar doch, siehst du doch. Freund, ich hätte eine Idee. Oh, verdammt, dafür habe ich die Riesenbazille früh gespielt. Nein, Scheibenkleister. Er hat also gerade einen schwarzen Rosendrachen. Ich habe doch hier einen dimensionalen Materietransporter. Das wäre meine ultimative Kombi gegen den. Ich glaube auch. Was bringt der jetzt wieder? Eine Spitzhacke. Okay. Die Spitzhacke. Verstärkung für die Armee. Ich habe Stufe 4. Wieso eigentlich nicht? Dann gucken wir doch mal. Die Frage bleibt, die Rümpel synchronisieren oder aber ziehe ich den nachher mit Sangenseffekten anderen noch? Aber das ist ja bloß Stufe 6, oder? Der hat ja Stufe 7, aber auch wirklich fast Rümpel synchronisieren. Nein, das gibt's doch nicht. Obwohl, ich hätte noch eine andere Idee. Da fiel mir doch glatt noch was anderes ein. So, Defense Mode, sehr schön. Ja, macht das Spiel jetzt nicht sehr viel, vor allem weil da, Alter, kann 3-mal Karten zerstören, bevor er selber zerstört wird. Ist das übel. Da frage ich mich allerdings, klappt der Effekt des schwarzen Rosendrachen da, weil, ich meine, klar, der schwarze Rosendrache
Doch ein Effekt zerstört die alle Karten auf dem Feld. Ich weiß einfach nicht, ob jetzt das hier auch funktionieren würde. Aber den Effekt trotzdem noch aktivieren können, zuerst das eine Zerstörung entgehen und dann... Ihr versteht schon, oder? Also zuerst halt das Effekt vom schwarzen Rosendrachen zuerst den Werkzeugdrachen anvisiert und erst dann könnte ich den Rest zerstören. Alt wie dämlich, ey. Das matronische Bett. Dann geh doch schlafen. Muss! Direkt angreifen, ist klar! Ja, aber ganz schnell. Ja, mach das doch. Immer Nano down. Geschafft. Alter, direkt angreifen wäre gerade noch gewesen, ey. So ein starkes Vieh greift mit direkt, dann ich glaub's auch. Ich brauche Riesentornado, schwerer aber gar nicht. Riesentornado, genau das. Manchmal war das schon wieder. Also, hat er gerade irgendwie was von Verteidigung durchbrechen und so. Das wäre jetzt übel gewesen. Und noch ein bisschen mehr Schaden. Keine Sorge, mir geht's gut. Um die mache ich mir keine Sorgen, ey. Um dich mache ich mir keine Sorgen. Und irgendwie kreislich Befehl, das wäre auch geil. Ah, Lioli, was mache ich bloß mit dir, Kumpel? Was mache ich bloß mit dir? Ein Geki-Brecher bringt auch nicht viel. Das ist auch nur wieder bei einer einzigen Karte. Das ist doch... Also durch jetzt die Kombination mit wie heißt schon wieder? Genau die. Fällt mir gerade den Namen noch ein? Natürlich nicht, wa? In Kombination mit Riesentornado. Dankeschön. Dann wäre es noch cool. Da hat Leo jetzt endgültig das perfekte Deck für mein Deck gefunden. Sprich, die perfekte Gegenstrategie gegen mein Deck. Das wäre jetzt... Das wäre echt übel. Naja, verliert natürlich immer mehr und mehr Karten, aber er hat genug im Deck. Das ist auch das Dilemma. Er hat mehr Karten im Deck als ich. Oh, ist klar. Was kann 2 neue Karten ziehen? Riesentornado, wo zum Henker bist du? Riesentornado, wo bist du denn bloß? Ja, Freunde, das ist eine gute Frage. Wo zum Henker steckt der? Könnte eigentlich klappen, war. Also meine Idee war ja, er greift jetzt Sankan an, zerstört ihn, danach ruft man Stufe 4 Monster holen auf die Hand, sprich Rose, kriegende Rache oder so. Dann kann ich ihn mit meinem Captain synchronisieren lassen, holen wir nachher einen schwarzen Rosendrachen. Aktiviert diese besondere Fähigkeit. Würden wiederum natürlich meinen Materia-Transport aus dem Spiel entfernen, damit er nicht selber zerstört wird. Ja, komm schon, da war auch noch. Dankeschön. Ja, bis jetzt funktioniert der Trick noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Muss! Ach stimmt, hat zu viele Angriffspunkte, das Monster. Ach, Scheibenkleister. Oh, Zombie geht auch. Zombie geht auch. Gott sei Dank. Alter, habe ich gerade... Junge, Junge. Mein Herz. Das war gerade saumäßig knapp, ey. So, Strategie bleibt noch. Und wenn Notfall habe ich immer noch einen Gigi-Brecher, falls was schief gehen sollte. Ja, klar, jetzt sehe ich auch Krebon, ist ja klar. Aber egal, also dann, Plünderketten, Angriffsmodus. Der Plan könnte ja funktionieren, ey.
Nur ganz ruhig bleiben, Kumpel. Nur ganz ruhig bleiben. So, dann wollen wir mal. Oder... Zuerst rein Rauch. Katast, aber komplett vergessen. Das ist ein Erzmonster, gar keine Chance gegen mein Monster. Der kann ihm gar nichts anhaben. Das wäre die perfekte Strategie, Freunde, mit Katastrophe sein Monster vernichten. Es geht natürlich nicht, oder? Sprich, wenn eine soll eine Karte zerstören. Das Problem, vielleicht hat irgendwie noch eine Karte in der Rückhand, dass mein Monster zerstören würde. Nee, ist mir zu gefährlich heute. Das ist mir zu gefährlich. Wäre zwar eine gute Strategie in der Hinterhand, aber nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Nein. Alter, nicht noch einen Fehler machen. Ganz sicher nicht. Der hat aber schon so eine gute Strategieauflage, die muss sitzen. Und hier kommt der zerstörerische Effekt meines Monsters, der schwarze Rosendrache. Oh Mann, Leute, es wäre auch so genial, wenn ich jetzt noch Pflanzenmonster dabei hätte, wie halt mythische Tomaten und so. Wäre jetzt mit seinem Effekt hier wäre so episch. Und auf seine Angriffspunkte vom vom Werkzeugdrachen einfach 0 senken. So, Kumpel, jetzt bist du leicht zerstört. Die altbewährte Drachenkombi. Das funktioniert sogar. Geil. Ja, wie gesagt, nur vielleicht halt noch Reiki-Gebrechen in der Hinterhand gehabt. Meine Fresse, wir müssen so nervös. Entschuldigung. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind sie losgeworden. Endlich mal. Jetzt hat Leo ein Problem. Es lebt der schwarze Rosendrache. Alter Schwede, dass er das noch geschafft hätte. Jetzt machen wir bloß keinen Scheiß, ja klar. Leo, ich hab eine Idee, was du... Ja, ich habe eine Vermutung, was du machen willst. Das wird nicht funktionieren, Alter. Lass es, das funktioniert nicht. Hä? Haben wir ein Stufe 4 Monster? Moment mal, Moment. Nein. Oh, du bist doch wohl ein Penner, hey. Ja, natürlich kann ich 3 Gegenbereich einsetzen, aber das bringt ja nichts. Jetzt wollte ich... jetzt wirklich... Ja, dankeschön, er zerstört mein Monster. Und ich kann den Effekt ja nicht annullieren, sprich, ich würde einfach nur sein Monster stören. Ohne meinen zurückholen zu können. Das ist natürlich auch ganz toll. Da denke ich mir, ich hätte die perfekte Strategie. Und was ist? Nix. Einfach nur gar nichts. Der muss so fast, wa? Krebons, Angriffsmodus. Und dann bleibst du mal eine Runde. Du wirst zum Glück ja nicht zerstört. So die Frage, was macht er jetzt? Aktiviert er einen Effekt oder aktiviert er seinen eigenen Effekt? Ich gehe auf Nummer sicher mal sagen, was? Naja, ist besser. Zack. Und noch ein... Ja, muss fast meisterlichen Drachen abwerfen. Bringt sonst nichts. So viel dazu. So. Jetzt ein bisschen mehr Angriffspunkte wieder, aber braucht trotzdem ein neues Monster. Der Captain mal wieder. Was? Immer wieder dieser Captain. Obwohl, das wäre doch eigentlich die Idee. Geschützturmkrieger. Ja, Mann. So, kann dann direkt das synchronisieren. Zum antiken Feendrachen bringt jetzt auch nichts. Nee, gehen wir nochmal sicher. Und greife an.
Geschützt zum Krieger, vernichte sein morphtronisches Radio. Jetzt hört er nur noch Rauschen. Ne, das funktioniert nicht. Die haben mir eine legale Fallenkarte auf Lager. Nö, hast du nicht. Da hat er sich wohl verkalkuliert. Du. Morphtronische Schleider! Bringt doch gar nichts. Und kann das Monster selber zerstören. Also nur dann Sinn ergeben, Leute, weil sonst, der geht gar nicht. Hat er nur gemacht, damit er mein Monster zerstören kann? Ist ja auch doof. Was denkt er sich dabei? Mir scheint nicht allzu viel. Freundlicher Volta, du kommst wie gerufen, Kleines. Zieh mal 3 Karten, werf 2 ab. Das könnte jetzt lustig werden. So, Krebons Angriffsmodus. Und dann wird es Zeit, für mein Geschütz zum Krieg anzugreifen. Vernichte die Schleuder. Bitte was? Tja, nur den Modus wechseln bringt nichts, Kumpel. Das allein ist zu wenig. Ja, Mann, ich kann nicht verlieren. Ich bin stärker. Och, nee, bitte nicht. Ich will genug das Duell, alter Schwede. Habe ich für Monster im Friedhof mal so gefragt. Kataster ist natürlich nie schlecht. Der Rosendrache, Defekt ist eh schon ausgelutscht, also bringt das auch nichts mehr. Egal. Nein, Entschuldigung, war gerade in der falschen Kampfphase. Entschuldigung. So, jetzt aber. Karte verdeckt und Zug beendet. Ein Telefon? Was soll denn damit? Das bringt doch nichts. Du kannst das Telefon doch jetzt nicht anwenden. Die Rümpelkiste, ja. Nicht schlechter Specht. Dadurch Herr Leo natürlich. Alter Schwede, Leute, bereits ist fast der ganze Part über das Duell drauf gegangen. Das gibt's einfach nicht. Oh, die Rückkehr des Kriegers. Obwohl, ich lasse mal noch, falls der zerstört wird, kann ich immer noch Krieger hier rufen und dann ihn so zurückrufen. Moment mal. Ja, doch, geht ja. Genau, und wieder rufen, also wir haben viele Rufoptionen. Wir können rufen. Natürlich auch den Krankenwagen rufen. Und tschüss. Ich kann nicht verlieren, ich bin stärker, Mann. Nö, bist du eben nicht. Und das Duell ist vorbei, Leo. Geschützt zum Krieger. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Nee, Mann, ich lebe noch. Hehe. Aber nicht mehr lange. Denn dafür haben wir noch eine verdeckte Karte, der Schrei der Untoten. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere den wahren. Na, der eine ist nicht ganz korrekt, aber egal. Es ist ein monsterloses Duell, wenn wir der plündernde Captain und nun direkter Angriff auf Leos Lebenspunkte. Das Duell ist vorbei. Ich hab verloren, wie soll ich Luna beschützen? Puh. Das war jetzt echt knapp, Leute. Ich meine, Alter, was der für eine Power hat mit dem Drachen. Der kann es echt nur so zerstören oder halt irgendwie mit Riesentornade und Spaltfleischner. Die Karte muss ich auch erstmal auf der Hand haben. Aber es hat ja geklappt. Gott sei Dank haben wir den schwarzen Rosendrachen in Kombination mit, ja, unserer Fallenkarte halt, dem Transporter, genau. Ruhig ein bisschen weitermachen können. Man sagt erstaunlich mal. Kein Wunder, dass du Jose besiegt hast. Hey. Und tschüss, wieder mal voll ausgelöscht.
Leute, nächsten auf der Liste wäre Rensburg, ich weiß, aber nicht mehr heute. Ich weiß, haben wir fast 2 Parts gebraucht, nur um einen Charakter zu besiegen, aber das war auch übelst heftig, hey. Der war echt sau stark unterwegs. Wie auch immer. Wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Und merkt euch eins: keine Strategie ist perfekt und natürlich auch kein Deck.